16. Sonntag am Jahreskreis begrüßen Sie euch aus der Kathedral, mir war drauf von heute Sonntagsmass. Kantor aus den Chanoine Tom Kerger, hier singt Mathe Leit an am Organist Paul Breich, den die klassische Urgel spielt. Wir sangen jeweils aus dem Magnificat, singt dem Herrn, Herr, erbarme dich, Gott in der Höhe, der Herr ist mein Hirt, heilig ist Gott, Christe, du Lamm Gottes, par ton corps, an als Schlusslied O Mam leif Mam. Den Domorganist spielt beim Offertoire Récit, bei der Kommunion Basse de Trompette, aber bei der Sortie Dialogue jeweils vom Jean-Adam Guillain. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid hei an der Kathedral, a leif alle Gur, die da iwwer Medien ma deis verbunden sieht. Geschockt an erschloen si man nach all durch Naturkatastroph, die für no pur Deich als Land an Gegenden rundrum eis heimgesicht huet. Für die eng sinnet die schrecklich Bilder, die wir auf der Television gesehen haben, für die einer viel mehr schlimm, die Erfahrung, selber betroffen zu sein durch Bulli und Schlamm an den Häusern, durch Schrohmomente, die sie durchlebt haben, oder die Beeinträchtigung oder Zerstörung von Habergut durch das Wasser, was nicht mehr zu stoppen war. Die Solidarität war an uns groß, so heißt es, und das erfreulich. Zur Solidarität gehört, dass wir den anderen drohen und unterstützen, konkret und praktisch, auch moralisch und nicht zuletzt am Gebet. Das will wir an dieser Maselo machen, an dem Herrgott von ganzem Herz, die Wohl von den Sinistrierten, und von all denen, die ihnen zu Hilfe kommen sind, empfehlen. An Eisal soll Gott Courage machen, für zusammen Situation an den Griff zu kriegen, nicht abzugehen und nicht zu verzweifeln, mehr mit seiner Hilfe noch viel zu gucken und noch viel zu gehen. Dazu erfrohen wir sein Erbarmen, auch für eigen verschüttend versuchen.
Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all als Schuld nolossen, als ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Gott unser Vater, sieh an unsere Not und wende uns dein Erbarmen zu. Gib, dass wir die Mühen, die wir zu bestehen haben, mutig auf uns nehmen und bereit sind, auch unseren Brüdern und Schwestern in jeder Not zu helfen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, Spruch des Herrn. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie versprengt und habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt kümmere ich mich bei euch um die Bosheit eurer Taten, Spruch des Herrn. Ich selbst aber sammle den Rest meiner Schafe aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Ich bringe sie zurück auf ihre Weide, und sie werden fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde für sie Hirten erwecken, die sie weiden, und sie werden sich nicht mehr fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen. Spruch des Herrn. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden, Israel kann in Sicherheit wohnen, man wird ihm den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. An Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Der Herr ist mein Hirt,
er führt mich an Wasser des Lebens. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeiten. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr: Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, et soll jo Leid gehen, die freien sich Matzen am Sommer schon ob den echte Liefkuch. A spätst, wann am September an de Supermarché geht, fand an de Regaler die echt Weihnachtsstollen. Kann gut fannen oder unpässlich. Wenn man am Sommer lot Urlaubsstimmung an die langen Deeg hun, dann as Kröchtdag natürlich nach enorm weide weg, chronologisch an psychologisch. Mir tatsächlich bringt das auch die heutige Lesung aus dem Buch von Jeremia schon ein bisschen Kröchtdag Matzen an de Sommer. Siehe, Tage werden kommen, Spruch des Herrn, da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen
und weise handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Beides wieder vom Prophet aus dem Alten Testament passend Bilder von der Adventszeit. Bilder, mit denen der Messias, den Heilsbringer, den Descendant aus der Dynastie vom König David ugekündigt wird. An die eis sollen astimmen ob dat, wer eis mit dem Kind an der Krippe geschenkt wird. Also Advent, Matzen am Sommer. Vielleicht soll man méi genee lo an enger total verschiedener Ambiance drun erinnert gin, wo mat Geschicht vu Gott mat de Mënschen hireieren Ufang geholl huet. Vielleicht muss man immer rëm drun erinnert gin, och do, wo et deplacéiert erschenkt, dass den Herrgott Mënsch gin ass, fir d'Welt ze verändern, ze verbesseren, ze heelen, an der Welt eng Neiordnung ze ginn. Hien deelt eis Kondition humain, or eis Suegen, eis Leid, eise Schlamassel, an hien ass du och agrat an all Proven, die Liewen eis oberleet. Nöt méi Zerstrehung, Chaos oder Angst sollen dominieren, mir Recht a Gerechtigkeit, Frieden an Zufriede sinn, kee soll méi vernachlässigt ginn. Et werden Hirt kommen, den sich Schof sucht erkümmert. Diese vorbildlichen Hirt, leif mat Christen, als tatsächlich am Jesus komm. An hier bleibt Vorbild für Eis, weil mir all hu ja auch irgendwo hier den Aufgaben zu erfüllen. Menschen nicht läng lassen, eisem sie kümmern, sie nicht sich selber überlassen, Orientierung gehen, Vertrauen entgegenbringen. Erfüllen wir des Eis hier den Aufgaben, zum Beispiel lo an der Katastrophensituation, wo es Land um Heichwasser ass. Stark Bilder sind dat, die als Lesung präsentiert. Bilder an eng Zeitdra geschwert, dat 7. Jahrhundert vor Christus, an der Land Juda auch am Katastrophenmodus lebt. Et bewegt sich op sein Innergang zu. Juda geht zum Vassall vom Riesereich Babylon, verleiert Stück für Stück sin politisch Selbstständigkeit, bis vom freiere Königreich nicht mehr recht bleibt. Weil da, wo sich überschätzt, allewer ob die innerweltliche Macht von den scheinbar Großen vertraut hatten, a Platz ob den Herrgott. Mit den Nachkommen aus dem Haus David wird das ernst machen. Hier werde gerechten a weise König sinn, aber als klein Kant geboren gin. Gott als Mensch gin an engem Kündchen. Kläng huet den Herrgott ugefangen, net op dick Tromm geschloen. De Message können wir eis net tags genug an Erinnerung rufen. Wenn wir eis von denen große Mächtigen akkaparieren lassen, feiert dat dann den Untergang. Wenn wir eis auch an den unpassendsten Momenten Kant an der Krippe orientieren, wird er diese Blick korrigieren, an ob dat richten, wat Mut tut, die Welt zum Guten zu verändern. Ob die Gerechtigkeit, ob die Solidarität, ob die Freisinn von Angst erbergen. An dem Sinn passt Christtag auch gut an den Sommer heran. Das Botschaft passt immer. Apropos Sommer an Urlaubsstimmung. Der ist auch beim Jesus. Seht zu seine Jünger, kommt mat op eng einsam Platz a rot wenig aus. Invitiert sie, mat Team Urlaub zu machen. So wie an diese Wochen am Meint Tausenden an Tausenden dat machen. Einfach mal fort, raus, ob eng mehr oder manner verlassen Platz. Wir Menschen brauchen dat jo. Rausklammen aus dem Alltäglichen, aus dem Vielerlei. Wir brauchen Zeit für Reflexion, für auszuruhen, für lang zu sehen, für zu entspannen. So ist Gefahr, dass wir es überlaschten, an ausbrennen. Burnout als ein Schlagwort von unserer Zeit. Wir müssen, so kriegen wir schon immer gejubelt, immer erreichbar sein, all Tag, 24 Stunden auf 24, Homeoffice und so weiter. Da geht es gut, liefern, dass am Evangelium von Haut
der Jesus selber der Erlaubnis erdeelt, mal mir kurz zu treten. Und es weist, dass kein Zeichen von Schwächt, von dem sich ein Break, eine Auszeit gönnt. Am Gegenteil, hier selber braucht auch eine Auszeit. Das muss lo nicht unbedingt so aufwendig sein, wie hautdags gemengt oder an die Wehe gelegt wird. Darum geht es letztlich nicht. Der Jesus sieht nicht, der muss mindestens 500 Kilometer von daheim weg sein. Der muss dich an eine 4-Sterne Luxus-Wellness-Hotel aquartieren und richtig verwinnen lassen. Schön, wenn er sich das erleben kann. Aber das muss nicht sein. Es geht vielmehr darum, Aufstand zu kriegen vom Alltäglichen, sich ein Timeout holen, für auf ganz andere Gedanken zu kommen. Das geht, wenn er sich richtig anlädt, so gut daheim. Umgekehrt gëtt für viel von unseren Mitmenschen den Urlaub selber eng neizort Stress, no Motto, ich muss an denen paar Tage möglichst vieles erleben und maximal davon profitieren. Da gehen dann die opregendst Abenteuervakanzen geplant mit einem Mordsprogramm, bei dem ein N für mal 2 Wochen braucht, für an den normalen Rhythmus zu kommen. Et will den an der kurzer Urlaubszeit so viel mattuelle wie nimmer geht. Der Jesus invitiert seine Freunde, sich mit ihm an die Einsamkeit zurückzuziehen, ob ein Platz, wo sie allein sind. Das mag für manche Zeitgenossen haut eine Horrorvorstellung sein, ein einsam Platz, allein sein. Es geht haut kaum nach einem Ferienhotel, das nicht Entertainment an Unterhaltungsprogramm rund um die Dauer anbietet. Hauptsache, ich langweile mich nicht. Hauptsache, ich gehe permanent aufgelenkt, berieselt, amüsiert, beschäftigt. Das aber, lieber gut, als gnede konträr davon, was der Jesus rekommandiert. Vielleicht könnte ich mich, ausgehend vom Evangelium von Haut frohen, hal nicht das überhaupt aus, allein sein, immer nimmer mit mir zu sein. Einsamkeit, das tut an unserer Gesellschaft einen extrem negativen Klang. Das ist ein trauriger Zustand, der möglichst sehr soll behoben gehen. Mir das ist natürlich Unsinn. Natürlich, wenn ich permanent einsam bin, das stimmt etwas nicht an meinem Leben. Wie wenn ich umgekehrt es gut nicht aushalten, auch mal bei mir allein daheim zu sein, mich an die Einsamkeit zurückzuziehen, das stimmt auch etwas nicht. Es braucht beides. Gemeinschaft, angebunden sein an das menschliche Miteinander, auch gefordert sein durch das geschäftigt Alltagsleben, aber eben noch dann an die Auszeit, wo ich verschwonnen, für mit Aufstand an Distanz ob mein Leben, mein Alltag, meine Relationen zu gucken, für sie zu kontrollieren, ob ich noch an der Spur bin, und für mich innerlich neu auszurichten. Es geht also um Balance. Beziehungen pflegen, die mich drohen, aber auch, um die Einsiedler zu gehen, sich zurückziehen. Aber wie weit nicht Mam Jesus? Weil die könnt am normalen Alltag geht zu kurz, geht inner an der alltäglichen Betriebsamkeit. Sich also auch mal Zeit holen für den Herrgott, bewusst Zeit mit ihm verbringen, am Gebet, am Gottesdienst, bei einer spiritueller Vakanzlektüre, vielleicht einer Retreat. Nicht, weil ich mich als Christ dazu verpflichtet spüren, mehr, liebe Brüder und Schwestern, einfach, weil es gut geht. Es schenkt neue Kraft, a Ruhe. Der Jesus no bei sich spüren, geht gut. So wie bei den Kannern. Sie sind froh, wenn Eltern Zeit mit ihnen verbringen oder zumindest no bei sind. So solle doch am Gottesdienst sein, wissen, den Herrgott as bei mir, an mit anderen Menschen verbunden sind. Das soll als Kraft gehen für die kommende Zeit. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wie de Jesus die viel Mönche gesinn huet, huet ihm am Herz wehgedoen. An dem Vertrauen, dass der Jesus auch eis geseit, an seiner Barmherzigkeit, darf mir lo als Gebirder für un Hirn bringen. Du hast den Aposteln den Auftrag gin, dei Wort an die Welt zu drohen. Steh alle Frauen und Männer mit deiner Kraft bei, die auch haut mit Herz und Verstand den Gute Nachricht an der Kirche weitergehen. Christus, heir uns. Du hast Menschen begegnet, die auf der Sicht noch Sinn an ihrem Leben waren. Schenk alle Menschen dei Frieden an hilf überall do, wo Hass a Krieg, Unheil an Zerstörung bringen. Christus, heir uns. Du hast deine Jünger eingeladen, sich von den Mühen zu erholen. Schenke allen Menschen Muße und Entspannung, die unter der Hast unserer Zeit oder dem Diktat des Freizeitkonsums leiden. Christus, höre uns. Tu fus saisi de compassion envers la foule qui t'attendait. Donne aux communautés chrétiennes les pasteurs dont elles ont besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu fus sensible au malheur des hommes. Fortifie et touche par l'amour de ton cœur toutes les victimes des inondations de ces derniers jours, chez nous et dans nos régions voisines. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Du bist die guten Hirt. Hol all ans Leib Verstorben op an den Herrlichkeit. Christus, heir uns. Gute Papa am Himmel, erhaarleis an der Trei zu dingem Wurt, los eis Ruh an Erholung fannen bei Jesus Christus, dingem Jung, dem hat dir an der Einheit vom Heilige Geist Gott ass für immer an ewig. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme.
Herr, du hast die vielen Opfer, die dir je von Menschen dargebracht werden, in dem einen Opfer des neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an und heilige sie, wie du einst das Opfer Abels angenommen hast. Und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist der Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist, der Leib Christi.
es notre pain véritable, tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table, où tu fais de nous tes amis. Rassemble pour manger le pain de la vie. Fais que nous partions tous ensemble, forts de ton amour qui unit. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Mi hun d'Eucharistie gefeiert fir die dritte Keier hanner den an der Kathedral. Dem Herr Pastor a enger Ekipp, dem Domorganist, an der Metris mat ihrem Dirigent e grosse Merci fir hier Disponibilitéit, de wärmen Accueil an de flotten Ersatz. De nächste Sonntag iwwer Drom an Mass vun Eechweller am Eislik. Ejal e scheine Sonntag, an dommer schalte mat zrick an den Studio.
Tschüss.